und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitsch. Seit dem Mikroanlass auf dem Gurten bin ich voll im Sommerflash. Hashtag «So geht Sommer». Und ich wollte einfach nur noch sommerliche Gerichte machen und probieren. Heute habe ich ein ganz spezielles Rezept mitgenommen, weil ich bin zur Nacht schweissbadend aufgestanden und habe mir überlegt, oh mein Gott, was würde ich machen, wenn ich kein Gas mehr hätte im Grill, wenn ich kein Holz mehr hätte, wenn ich kein Feuer hätte, wenn ich keinen Strom mehr hätte, dann kann ich ja gar nicht grillen oder gar nicht kochen, weiss nicht was. Aber habt ihr gewusst, dass man kochen kann, ohne dass man irgendwie so ein Hilfsmittel hat? Nicht. Ich auch nicht. Aber es gibt aus Peru ein Gericht namens Ceviche. Und ich habe schon gehört von dem, aber irgendwie das noch gar nicht richtig so realisiert. Und dann bin ich so ein Rezept anschauen und gefunden, hey, das ist das Rezept. Es ist leicht, es ist sommerlich, es ist wirklich etwas, das ich mit euch ausprobieren und testen will. Ich habe es eben selber noch nie probiert, noch nie gemacht. Und ich nehme jetzt euch auf die Erfahrungsreise mit. Und ich an dieser Stelle auch gerne meine peruanischen Bekannten grüßen, weil ich habe gemerkt, ich habe eigentlich mega viele Leute, die von Peru kommen, die ich kenne. Das ist einfach speziell. Gut, fertig gelagert. Wir brauchen Fisch, weißen Fisch. Ich habe jetzt hier einen Kabeljau. Und wichtig ist bei diesem weißen Fisch, oder allgemein bei Fisch, wenn man es so ein speziell, also so oder so immer geht, an die Theke. Wirklich, es ist einfach ein bisschen, einfach so bei rohen Sachen, einfach nicht Capriola machen, wirklich an die Theke, dann könnt ihr darauf gehen, dass es frisch ist und habt immer noch eine nette Beratung. Einmal bei uns zu Lyss oder so. Gut. Ich habe jetzt hier den Fisch, den Kabeljau, das ist so ein festeres Filet. Und den tue ich jetzt hier in die Schüssel rein. So. Dann habe ich Red Snapper. Kommt man also bei uns an die Theke über. Der hat so eine rote, schuppige Haut und darum sagt man dem Red Snapper. Aha, how creative. So. Oder ich. Voilà. Huch. Dann habe ich hier gekochte Crevetten. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Crevetten gekocht sein müssen, weil das sind die mit dem Garprozess, den ich dir noch erkläre, irgendwie nicht funktioniert. Auch in die Schüssel. Und dann braucht es natürlich noch so ein bisschen Zwiebeln. Da habe ich rote Zwiebeln genommen, weil ich finde, man grennt weniger wegen der noch sehr schöne Farbe. Also ich meine, wenn man es schneidet, dann grennt man weniger, weil es irgendwie nicht so intensiv ist. Dann einfach für die Frische ein bisschen geschnittene Tomaten. Das Innere, das Geschlüderzeug, habe ich weggenommen, weil die sind sonst zu wässrig. Und dann, man würde eigentlich Koriander in das Gericht rein tun und I'm sorry, ich finde Koriander wirklich sehr schwierig. Ich sage es politisch jetzt mal nicht ausgedrückt. Das gar nicht gerne. Dann, für den Pep habe ich hier Chili. Aber einfach keinen hier rausgenommen, sonst ist es viel zu scharf. Aber doch eine rechte Menge. Und dann muss man die Sache noch ein bisschen noch ein bisschen Pfeffer und salzen. Ein schönes Fleur de Sel habe ich genommen. Kann noch ein bisschen geben. Und einfach so ein Gütschli Olivenöl. So. Und jetzt kommt eigentlich sozusagen der Ofen oder das Feuer. Es ist ja so, jetzt, wenn ich die Limetten hier drüber presse und dann schön vermische, dann gibt es irgendwie so eine biochemische Reaktion. Dem sagt man irgendwie denaturieren. Und das tut irgendwie das Eiweiß so verändern, dass es eben eher wie gegart ist. Oh mein Gott! Wissenschaft mit Kitschwitsch. Tada! Alors. Ich habe jetzt die Limetten in mühsamer Arbeit ausgepresst. Jetzt tue ich die ganze Sache hier mischen. Es wird also eine sehr limettige Angelegenheit, die ich sehr, sehr gerne habe. Ich liebe Zitrusfrüchte. Ich könnte hier Zitronen wirklich einfach so essen, wie andere Orangen essen. Jetzt habe ich das hier
Wunderbar umgerührt. Und es sieht schon so, es sieht einfach schon so nach Ferien aus. Ich freue mich wahnsinnig. Und jetzt habe ich eben ein bisschen im Internet recherchiert und es hat überall so ein bisschen verschiedene Zeiten, wie lange dass man es marinieren sollte. Und ich tue jetzt wirklich das in den Kühlschrank und etwa eine Stunde marinieren. Ich bin wieder zurück mit einer Schüssel voll Glück und ich bin mega gespannt. Jetzt habe ich hier ein bisschen Folie, die ich wegnehme. Und man sieht, es ist tatsächlich irgendetwas passiert und der Fisch ist plötzlich wirklich mega weiss. Also man sieht, dass dort irgendetwas mit dem Eiweiß gegangen ist. Und ich probiere jetzt die ganze Sache. Einfach pur. Ohne nichts. So, jetzt bin ich also gespannt. Ich finde es mega fein. Wirklich. Weil ich bin zum Beispiel nicht so der Sushi-Mensch. Wirklich nicht. Habe ich jetzt persönlich nicht so gerne ganz rohen Fisch. Und hier, du merkst, es ist irgendetwas ist gegangen. Es ist wirklich so limettig, fischig, frisch. Das jetzt irgendwie 40 Grad ist wirklich das perfekte Essen. Ein wunderbares Nacht, eine wunderschöne Vorspeise. Man muss einfach wirklich gerne, man muss gerne Säure haben, man muss gerne Fisch haben natürlich. Es ist wirklich ein wunderbarer Meeresfrüchte-Fischsalat. Und in Peru tut man diesen Salat jetzt zum Beispiel traditionellerweise mit gegrillten Maiskolben servieren, Süßkartoffeln oder irgendwie mit Brot, mit Fladenbrot, keine Ahnung, irgendwie so einfach aufstellen. Ich esse es jetzt auch wirklich so pur, also wirklich absolut zu empfehlen. Also wenn irgendwie mal das Unmögliche vom Unmöglichen so passieren und wir einfach keinen Strom und nichts mehr haben, das könnt ihr immer noch machen und mit dem könnt ihr bluffen. Wirklich mega cool. Und einfach. Geht noch ein bisschen schnauzen.